hvor der kameravirken sive en triumphar, charmant, vitsig, suveræn. Das laut Gottschalk og die Zusammenarbeit mit Schauschales an der ALS harmonisch. Wird die kaldte Beurschnung, mangelnde Loyalität und ein doppeltes Spiel mit der Öffentlichkeit war. Besonders wären gemeinsame Sendungen solch gezielt die Pointen abgeräumt haben, Gottschalk ins Leere laufen zu lassen. Das war kein Zufall, das war Taktik, sagt Gottschalk noch pikanter, beeinigende solch durchsatzt haben, dass Gottschalk nur einen Nebenrolle in der Moderation übernahm. Insider erinnerern sich an en den davon abhängten Gottschalk hinter der Bühne, während Schaus nur suffisant lächelte. En Redakteur erinnert sich zudem an Schaus Spitzebemerkung während einer Probe. Gottschalk ist zu alt für spontane Unterhaltung. En Satz wie en Dolkstos. Während einer Liebesendung habe Schaus ihm sogar das Mikrofon hinterisen und diesen für sich beansprucht. En Moment, da das fragile Gleichgewicht zwischen Professionalität und Rivalität endgültig zerstörte. Bei einem privaten Dinner habe Schaus lächelnd gesagt, habe Gottschalk immer nur ALS Warm-up für die echte Showgäste hin. Für Gottschalk war das keine harmlose Bemerkung, sondern en öffentliche Demütigung, die ihm bis heute verfolgt. Nummer 5. Michael Hunziker. Hvor der kamera galten sig ALS Dream Team bevæden, das, spørgsmålstegn, das privat war das Verhältnis auf Dagesband. Sie hat nie verstanden, dass ich die Show aufgebaut habe. Für sie war es nur eine Bühne, sagt Gottschalk. Hinter den Kulissen soll Hunziker og mehrere Anteilungen længere Moderationsstrækken gefordert haben. Für sie war das ein Krieg zu mehr Einständigkeit, für Gottschalk ein Angriff auf sein Revue. Aus kleinen Differenzen wurde ein unterschwelliger Machtkampf, der immer spürbar wurde. Während einer Probe soll Hunziker spöttisch gesagt haben. Die Autogramme für Kinder kann ja Thomas übernehmen. Gelächter, das für ihn war es en öffentliche Demütigung. Ein Mitarbeiter erinnert sich, dass Hunziker einmal laut sagte. Ich bin die Zukunft von Wetten, das ist nur die Übergangsphase. Noch værelsen over en Ebenesen mit Sponsoren, bei dem sie meine, sie habe Gottschalk fit für die moderne gemacht. Gottschalks wie Eidanas tagelang. Facit. Thomas Gottschalk, jeg sendte langt das Gesicht Deutschen TV-Unterhaltung, spricht mit 75 Jahren offen über Rivalitäten, Kränkungen und Feindschaften, understellt die bittere Frage. Wie elverhed træk die Glitzerwelt des Fremsehens. Nummer 4. Stefan Raab. Der selbsternannte TV-Mestermand war für Gottschalk nie en koldleje, sondern en stadslim fles. Raab hat komedie mit respektlosigkeit verwechselt, sagt Gottschalk heute. Skansu bei ihrer Bekanntschaft mit Raab sich regelmäßig über Gottschalks Outfits lustig. En TV-Total parodierte en gnadenlos og nutzte jede Gelagenheit, en lächerlich zu merken. Besonders antwortend war en Aftershow-Party, Peter Raab Gottschalks Gestik übertriebener Schamte, zur Belustigung eines ganzen Tisches voller Medienleute, während Gottschalk nur wenige Meter entfernt stand. En Producen berichtet, dass Raab sogar en Kamerateam hinter der Bühne posterte, Gottschalk in einem unvorteilhaften Moment zu filmen. Später wurde das Material bei TV Total geset, der endgültige Bruchkamp i einer Gala, ALS Raab Bamsura und Marktplatz für die nächste Generation. Gottschalk lächelte, das war schon lang Sprache voller Wut über diese. Nummer 3. Verona Put. Auf den ersten Blick, Glamour pur. Das Gottschalk spricht von einer Fassade aus Kalkül, wird Verona Put war, in gemeinsamen Shows alles getan zu haben, stets im Mittelpunkt zu stehen, egal auf Essen kosten. Während einer Aufzeichnung soll sie absichtlich in Moderationen hingekriegt haben, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Was auf dem Bildschirm charmant wirkte,
Empfand Gottschalk hin til der Kamera alles respektlos und taktlos. Collein berichten, dass sich genau war, wären Verona jede Gelegenheit nutzte, sich ins zu setzen. Da Konflikte skalierte blev einer Berliner Werbeveranstaltung, Verona übernahm kurzerhand die Moderation, mit der Begründung, die junge Generation braucht ein frisches Gesicht. Ein Maskenbildner behauptet, Verona habe Kurs war einer Liebesendung abfällig gesagt. Da merkt gar nicht, dass längst ein Moderator von Gästern ist. Das Skandaler ikke senden Højdepunkt, ALS Verona in einem Interview erklærte. Ohne mich hat Gottschalk den Glamour-Faktor verloren. Für ihn war das kein Spa, sondern ein Angriff auf sein Lebenswerk. Nummer 2, Harald Schmidt. So Entertainer, ein Reich, aber nur Platz für einen. Zwischen Gottschalk und Schmidt herrschte nicht Sympathie. Laut Gottschalk war Schmidt arrogant, cynisch besessen davon, jeden Konkurrenten verbal zu demontieren. Besonders schmerhaft war ein Abend in Köln, ALS mit in seiner Late-Night-Show über ihn spottede. Eine der Welle aufsway bei ihnen. Millionen Zuschauer latten, Gottschalk nicht. Bei einem Branchendiener ignorerte Schmidt ihn demonstrativ und erklært lautstark. Alte Showmänner gehören ins Museum. Gottschalk svig mit Værsteiner Termine. Hinter den Kulissen soll Schmidt verhindert haben, dass Gottschalk als Gast in seiner Show auftrat. Ein Produktionsmitarbeiter sich. Den lasse ich nicht auf meine Bühne, der nimmt mir die Luft. Der Højdepunkt, eine Prisverleihung, bei der Schmidt eine laudativ helt und dabei med holdfastsætten Jeppe Collein einstreute, die den Absprung verpasst haben. Gottschalk saß wie 9 Meter entfernt, gezwungen, zuzuhören. Später sagte Schmidt angeblich zu Mitarbeitern, se Gottschalk als nützlich Nummer, unterhaltsam, aber harmlos. Für Gottschalk war das eine tiefe Erniedrigung.